Aber Derek, Rap, grüß dich, wie geht's dir? Gut, ein bisschen im Stress gerade. Ja, mei. Positiver Stress, aber Es ist immer positiver Stress. Ja, schießen müssen. Das war nix, gell? nein, das war dieser berühmte Satz mit X. Was trinkst du denn da, wenn ich fragen darf? Oh, heute ausnahmsweise nicht das Grene, sondern vom Schorrammer das Bayerische. Das Bayerische. Ich war schon beim Pale Ale, deswegen. Ja. Das bayerische Pale Ale. Aha. Kann es sein, dass das ein Stammwürzen von 12 irgendwas hat? 12 Grad P und Farbe 12 EBC und ein Bittereinheiten von ungefähr 45 IBU. Da muss ich zugeben, dass ich es noch trinke und nicht lese. Deswegen weiß ich es nicht. Also ich würde sagen, ich würde es sehr fruchtig beschreiben und herb. Okay, dann das schauen wir jetzt- mal. Prost. Prost. Ja, fein. Also ich persönlich liebe Pale Ale. Ja. Also insgesamt Pale Ale. Ja, Ich finde es geil, weil ich meine, fruchtig und herb ist ja ein Gegensatz eigentlich. ja. Ich weiß Aber genau, stimmt was die beides, meinen, ja. Es ist vorn fruchtig und hinten bei mir im Gaumen ist es ein bisschen bitter. Ja. Und an der Hinterseite von der Zunge. Wie viel kannst du da von gutem Gewissen saufen, bis du sagst, du glaubst, es nervt dich? Ich glaube 40. Nein, Also ich glaube, nicht so sexy. 6 Jahre hätte ich mir auch gesehen. Also, aber Ich glaube, so wie es anfühlt, macht das schnell satt. Also nicht jetzt das. Es ist ein Geschmack, an den ich mich so ein bisschen gewöhnen muss, weil ich nicht so oft Pale Ale trinke. Ja. Aber ab und zu geht schon. Das man aber jetzt wahrscheinlich nicht also ich muss ehrlich sein, dass wir nicht im Ja, Geschäft kann man. kaufen. Ich Aber, schon, also aber- nicht insgesamt Pale Ale, aber Ja. für Pale Ale ist das echt ein gutes. ich habe es ganz selten ein richtig schlechtes Pale Ale drin, muss ich auch dazu sagen. Ich habe nur, als wir einmal bei einer Brauereibesichtigung waren und ich Hopfen pur, diese Hopfen Ja, genau so gegessen schmeckt, habe und das ist halt 1:1 das Ja. und das da habe ich ein bisschen, aber ich darf es mir auch so kaufen, bin ich ganz ehrlich, und was ich halt da sehr feiere, das ist halt ein 03er. Ich habe Ein tatsächlich 03er Pale Ale, das ist Ja. großartig. von die bayerischen Brauer, wenn die so einen Pale Ale machen, habe ich noch nie ein schlechtes getrunken, aber schon das ein oder andere Mal im Urlaub in so einer Bar, wenn es dann geheißen hat, das ist die Local Brewery. Und da habe ich mir ein paar Mal schon gedacht, weh. Ich finde, vor allem im Ausland muss man sich dann, also pass auf, wenn es im Ausland, und damit meine ich alles außerhalb von Bayern, dir ein helles gönnst oder Ja, irgendwas, was, Lager. was unserem Bier nachempfunden sein soll, wärst du zu 100% enttäuscht. Deswegen greife ich da tatsächlich dann manchmal lieber zum Pale Ale, Ja. weil da denke ich mir, mein Gott, das ist halt ein Pale Ale. Ja. Dann muss ich es nicht mit unserem Bier vergleichen. Ja. Und dann tut es gleich weniger weh. Ich glaube, angefangen haben wir damals mit dem Hoppe, also ich zumindest. Ja, nicht so ja. wirklich, Da haben wir unser Drehbuch gerade geschrieben. Ja, war gut. war Hat stark. Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß Willi Hähner. Gibt es ein Foto aus meiner ersten eigenen Wohnung. Ja, viel Zeug. Ich mag auch seine Craft-Biere. Ja, ein schöner großer Markus an der Stelle. Ein Tierfakt für die. Waschbären sind nachtaktiv, sehen dafür aber überraschend schlecht. Okay. Sie verlassen sich dann nur auf einen Tastsinn oder in erster Linie auf Ja. einen Tastsinn. Das finde ich einen sehr, sehr lustigen Fakt. Das ist so, Ja. keine Ahnung, ja, das ist wie, Wie beim Autofahren ja, in der Nacht. ja, richtig. Nein, Ja, echt schlecht. das ist wie wenn jemand halt einfach keinen Mund hat, aber brutal Ja. gern isst. Ja. Oder? Schon, ja. Ich habe einen Mund. Ja. Das ist echt gut. Vielleicht noch ganz kurz. Du moderierst heute, Entschuldigung. Zu unsere Outfits? Ja, genau, das Ja, weil ist- du mir ja. gerade siehst, gell? Ja. Weil du mir gerade so verliebt angeschaut. Ich sehe zwar deine Augen nicht, aber ich habe gemerkt, du schaust mich Ich seh verliebt fast an. nix mit der Sonne. Ja, easy. Warum haben wir diese Outfits okay, Rap? Weil wir heute Abend wieder 18 sind. Richtig. A.k.a. wir gingen gleich zum Musikvideo dran nach Minga. Und das, glaube ich, wird einer von diesen Videodrehs, die Spaß machen, weil wir fahren einfach nach Minga, haben sehr, sehr wenig Konzept, aber dafür sehr viel Alkohol im Gepäck. Ich habe 2 Seiten ausgedruckt. Ah, okay. Aber das sind eigentlich nur Sachen, was wir mitnehmen müssen. Ja. Und da ist sehr viel davon Bier. Ja. Ja. Geil. Genau, ja. Wir fahren nach Minga, bis auf uns und haben jemanden, der uns dabei filmt. Ja. Ihr seht, es scheint wieder die Sonne, deswegen haben wir jetzt beide so Lichtstreifen in der Fotzen. Wir hätten das relativ einfach beheben können, aber wir haben überhaupt gar keinen Bock gehabt. Wir haben uns gedacht, das ist doch wurscht, Ja. oder? Ja. Hilft nix. Wochenrückblick, das ist Ja. Fakt, wir haben nur eine halbe Stunde Zeit, Ja. weil ich könnte jetzt locker eine Dreiviertelstunde von Düsseldorf verloren sein. Achso, ja. Müssen wir dann Ja, beim nächsten Mal. ja, bin werden wir ich eh da. nicht machen. Erst dann mit Zeit ist da. Ja. Dann kann der Harry da hocken und einfach nur zu. Ja. Richtig heftig in der Songproduktion aktuell. Ja. Also wir droppen jetzt alle 3 Wochen ungefähr einen neuen Song.
Ja, Für unseren neuesten Song 18 drehen wir heute das Musikvideo. ja. Wird dann nächste Woche geschnitten und kommt raus am Samstag oder Freitag? Freitag auf Samstag? Donnerstag. Sag ich doch, Donnerstag. Donnerstag auf Freitag Was kommt ist das der für ein Song Datum? raus. Weißt du nicht auswendig, gell? Nein, seit gestern 3 mehr nichts Am mehr sagen. Donnerstag nach dem Podcast Ja, kommt's raus. für die Leute nicht. Doch. Du Am machst Donnerstag nach dem Podcast. die Sänger den Podcast nicht. Das Podcast kommt am Sonntag raus. Ja, diesen Sonntag. Ja. Und am Donnerstag drauf kommt das Video. Also ja, das passt. Ich gedacht, du meinst, nachdem wir einen Podcast aufgenommen haben, am Donnerstag kommt das Nein. Video. Nein. Wenn ihr diesen Podcast, wenn ihr uns hier in diesen 2 Stühlen hocken Ja. seht, dann wartet auf den nächsten Donnerstag, Ja. da kommt das Video. Einfach schnell aufs Handy schauen, wie Datum das ist. Das war am einfachsten, aber jetzt haben sie uns schon streiten gesehen. Ja. Stefano, beruhig dich. Am 6.3. kommt das Musikvideo. Am 6.3.. Kommt das Liedl. Und am 5. kommt das Musikvideo. Und am 7.3. spielt am Teaser Coverband im Kesselhaus. Im Kesselhaus in Deutsch. Ja. Seht eine großartige Coverband. Ich weiß tatsächlich gerade leider nicht, wie es heißt. Ja. Und am 8.3., wenn wir schon Werbung machen, sind, ist Schwarmer Schafkopf-Turnier. Ja, stimmt, wir sind auch gefragt worden, aber dann ist uns aufgefallen, wir können nicht Schafkopfen. Und da werden jetzt wieder die Nachrichten eintrudeln, Ja. von wegen, ihr seid so dumm, ihr seid so hübsch, aber so dumm. Ja. Aber stellt euch mal vor, wir waren hässlich und dumm. Ja. Dann waren wir nicht im Showbiz. Na. Glaubst du, wir waren genauso erfolgreich, wenn wir nicht so hübsch waren? Nein. Nein, das ist eine ehrliche Frage. Das muss ein Stell dir mal vor, wir waren Gesamtpaket jetzt. Stell dir mal vor, wir waren wirklich so richtig hässlich. Ja. Entschuldigung. Und hätten keinerlei Manieren. Ja. Nein, stell dir mal vor, wir waren so richtig hässlich. Klar, wir sind jetzt. Ja, doch, ich sehe mich schon auf Brad Pitt-Level. Bisschen so 1 Zentimeter kleiner wie er. Und figürlich bin ich gerade jetzt ein bisschen weiter weg von seiner Bestform. Das wird der Brad Pitt in der Family Guy-Folge, wo Ja. er fett werden muss. Ja, oder wie der. Wie heißt der? Der Thor, der fette Thor. Ja. Das ist nach wie vor einer meiner Lieblingsszenen. Ja. Ja, dann gehen wir einen kurzen Wochenrückblick. Du hast doch auch irgendwas Cooles gemacht, oder? Wie das? Ich war am Songwriting Camp vor die Hundskrippen, Ja. einen Tag, weil die Anja Bavaria eventuell einen Song mit denen macht und da war ich dabei. Hundskrippen. Was machen die nochmal? Von denen kleiner Bauer? Kleiner Bauer, Ja, kenn ich. Richtig, wirklich eine ganze Band, nette Typen. Glaube ich nicht. Ja, war lustig zum Singen, weil da waren Leute aus Düsseldorf, also nicht aus Düsseldorf, aus Essen, doch. NRW auf jeden Fall. Das hat mich blamiert, Essen ist wahrscheinlich in NRW. Keine Doch, Ahnung. Doch schon. Egal, Westdeutschland. Ja. Waren echt viele Leute, waren vier Teams immer, mit jeweils einem Produzenten und immer mindestens einem Songwriter und einem von der Band. Und wie nervig ist das? Also mit wem warst du so im Team? Also du warst in einer Vierergruppe. Ich war in einer Vierergruppe mit der Anja, mit dem Hirs, Wieso dem wieso warst du mit der Anja in der Gruppe? Wird das nicht zufällig zugelost? Nein, Könnt ich ihr euch war das selber halt- aus so? Also da hat es der Hirs hat so gelost. Nein, also gibt schon immer gewisse Ziele für einen Song. Genau. Ja. Und ein Produzent aus Essen eben war dabei, der wo mit seinem Kollegen, der auch dabei war, die meisten Jan Böhmermann-Songs gemacht hat. Echt, oder? Das ist Richtig, witzig. richtig geiler Typ. Sehr Aber nett. Preis, oder? Ja, voll Preis. Aber das ist okay. Irgendwie, finde Ja. ich, wenn es halt. Hat er gesoffen ein bisschen? Ja, Super. aber er war schon der am meisten arbeiten hat müssen, weil Ja, es ist ja, dann logisch. an jedem Tag war dann quasi, also wir waren ja nur einen Tag da, aber es ist jeden Abend dann eine Listening-Session, wo man sich dann so zeigt, was man über den Tag so produziert hat. Und es hat ein bisschen gedauert, bis wir so reingekommen sind in den Vibe. Ja. Weil es ja doch 2 komplett verschiedene Projekte sind. Aber ist irgendwas Schönes rausgekommen oder Ja, ist wieder schon. nur Rotze? Oder hast du einfach nur wieder Rotze Ja, aber produziert? einfach nur Rotz, ja. Schade eigentlich. Nein, das sind ja nicht meine Songs. Nein, ist ja gut, wenn es scheiße wären. Ja. Und für wen habt ihr jetzt da was gemacht? Für die Hundskrippen? Und für die Und Anja. eine. Eventuell, ja. Also schauen, ob sie es gemeinsam rausbringen oder dann doch nur die Hundskrippen. Ja. Ja, fett. Fett, Alter. Richtig schön behindert gesoffen. Schon, hast ja. du die Birne gesoffen? Ja, war am Abend dann, also Musik, bla bla bla, aber Ja, auf jeden ja, Fall sind wir am Abend in einer Stammwirtschaft gefahren. War das, wo es auf einmal aufgespielt worden ist? Ja, genau, das war der Julian Das Grabmeier. regt mir so brutal auf, wenn die Leute dann auf einmal anfangen, hier richtig Live-Instrumente zum Spielen und alle haben voll die gute Laune und dann denkst du, was soll denn Schlimm, das Scheiß, ja. Ja, es war sehr, sehr unterhaltsam. Glaube ich, ja. Witziges Kerlchen, der Julian. Den haben wir sogar mal kennengelernt beim Ja, Emmerer. der ist ein netter Typ Ja, und die voll. haben da einen Song, gell?
Ja, ich glaube steirisch oder bayerisch. irgend Bayerisch sowas. statt Bayerisch, Ja. steirisch. Oder steirisch oder Bayerisch, keine Ja, Ahnung. das ist auf jeden Fall irgendwas mit den Ja. Wörtern. Der hat irgendwo kurz haben wir mit dem geredet, ja. Du Ja, dann wahrscheinlich länger. ja, der hat auch, also der hat schon so dieses Entertainment gehen, da die sagen. Er hat halt da so seine Lieder gespielt und was er dazwischen gelabert hat, war schon unterhaltsam. War schon ein bisschen Stammtischhumor. Ja, aber das Aber darf es sein. ja, der Gegenüber war Jägerhauptversammlung oder sowas, wo Ach, der wirklich? Bürgermeister da war, ja. Geil. Und dann hat er so ein Lied gespielt und dann sagt er so, und jetzt vielen Dank am Bürgermeister, dass er uns keinen Schnaps ausgegeben hat. Ja, Hat er mir dann einen gedacht. ausgegeben? Nein, Seine nein, Drecksau. aber er hat mich sehr oft angelangt, der Bürgermeister. Also immer rumgegangen, also mit den Leuten geredet hat. Ja, das hat er wahrscheinlich mal in irgendeinem Ding Ja, gelernt. sage ich, hey, ja, Bro, ich konnte nicht weinen, aber mach weiter. Ja, aber Anzeige ist trotzdem raus. Ich verklag dir auf deine letzten 200 Euro, die du im Monat durch den Bürgermeisteramt verdienst. Und da ich am nächsten Tag ja schon gewusst habe, dass ich nichts mehr machen werde, habe ich natürlich auch versucht, die anderen ein bisschen zum Saufen, zum Animieren. Was gar nicht so schwierig war, weil was man die Hundsgrippe entlassen muss, ist, dass die sehr, 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 sehr schnell auf Schnaps umsteigen. Also es waren so 3 Bier und dann so, ja, Klassiker halt, Essen fett. Aber das ist ja dann meistens, wo wir sagen, jetzt sagt eigentlich selten dann einer nur einen Schnaps. Nein, nur ein Schnaps. Also, das ist Ja, jetzt. aber dann gab es schnell noch einen Schnaps. Dann habe ich einmal nicht auf den Wirt gewartet und habe schon mit 3 anderen einen getrunken, weil ich Oh. wusste, dass wir alle aufeinander warten. Dann hat er mir nochmal einen gebracht. Scheiße. Aber ich Also, glaub, das in kürzester Zeit 4, 5 Schnaps drin. Ja, gehabt. genau, ja. Das wird dann schon geschäbert haben, oder? Ja, hat passt. Also, Ja, bist du mal ein bisschen locker geworden. ja, ein bisschen Ein bisschen Freestyle, oder? Nein, Ja? ja, Geil. 800 Bars. So wenig. Ja. Nein, Schnaps habe ich einfach. Aua, aber habe ich tiefsten Respekt davor. Ja. Weil die Leute, die das Tag für Tag auf sich nehmen, Ja. die rausgehen und die Schnaps fragen und sagen, den ziehe ich weg für die. Für alle da draußen, die keinen Schnaps trinken. Ja. Aber ich muss sagen, man hat ja da nur wenig Zeit und da war es tatsächlich richtig. Weil wenn wir jetzt alle nur an unsere 3, 4 Bier hingelutscht hätten die ganze Zeit, dann Klima hat nur wenig Zeit. also wir sind um 7 da hingekommen zum Essen Ja. und um 12 hat man schon wieder weg müssen. So wenig Zeit. Das sind 5 Stunden, Ja. glaube ich. Ja. Ja. Und 5 Stunden kannst du schon 8 halbe gut trinken, Ja. wenn es da gerade taugt. Genau, das ist passiert und dann am nächsten Tag heimgefahren und Karte des Todes gehabt. Ja, Wegen der ganzen beim Fahren, oder? Ja. Ja, ich glaube, wenn du so lange Musiker, die Hundskrippen sind ja auch Ü60, oder? Sind wir in unserem Alter. Ja, jeder in unserem Alter ist für Ja. mich Ü60. Ja, klar. Schaut Aber so die aus. machen auch schon ein bisschen Musik, oder? Ja. Und wenn du so lange gemeinsam in einer größeren Gruppe unterwegs bist, du spürst ja das Bier irgendwann nicht mehr und dann musst einfach, dann suchst du andere Wege. Ja. Er ist auf jeden Fall immer schön zum Singen, wenn andere Leute so eine ähnliche Problembewältigung hat, weil eben sie so thementechnisch ja eine Zeit lang nicht einig geworden ist und dann so nach dem Mittagessen, wo wir schon ein Bier getrunken haben, klar, Gelle. dann der hier ist dann irgendwann gesagt, jetzt gleich holen wir uns ein Bier. Dann ein Bier getrunken und dann. Ja, dann funktioniert, aber dann wird es auch. Also dann- Biermusik oder Alkohol und Musik, das matcht einfach perfekt. Also ich glaube wahrscheinlich nicht jede Droge, aber ich sage mal, sich ein bisschen dümmer zu machen, sich ein bisschen lockerer zu machen. Ja, schon ein Schaut bisschen nicht. so verkopft dann. Ja, Also aber für mich bist ist nicht nur die ja, ganze Zeit. ich glaube, für mich war es schwieriger in einem eigenen Songwriting-Camp, weil wir ja schon unsere Vorstellungen haben, wie wir es uns vorstellen. Aber da bin ich einfach ja nur Sparring-Partner, da ist mir eigentlich alles scheißegal. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, also wo ich mir überhaupt niemals Hilfe holen würde oder auch möchte, Für die Parts. ist insgesamt für Texte. Ja. Ich möchte keinen Text von jemand anderem übernehmen, das kann ja nicht. Ich bin bei Melodien machen mich schon zintig von jemand anderem zum Singen, also wahrscheinlich so ein Songwriting-Camp für mich, also als derjenige, der besongwritet wird, sag mal, bin ich ungelenkig. Also ja nicht so, dass, also da ist ja eben, also ich kann jetzt nicht in einer also wenn wir jetzt ein Songwriting-Camp machen und es ist keiner von uns zwar dabei, dann da ich es komisch finden, wenn wir jetzt halt aber sagen, hey, wir haben schon eine Idee und dann arbeiten wir was aus gemeinsam, das die okay finden. Aber wie gesagt, bei Parts brauche ich es gar nicht, weil erstens schreibe ich meine Parts viel schneller wie alle anderen und auch besser. Schon, ja. Dafür bin ich halt nicht so gut in Melodien. Wobei die eine Melodie von mir ist in dem Song. Okay, sing einmal. Nein, das Weißt du das noch? weiß ich nicht, ob das okay ist. Okay, Ja. darfst du es noch wissen? Ja, ich weiß nicht. Geil, singen wir nur 2 Töne davon. Das Oh, das war ist stark. falsch. Das zweite war falsch. DA, oder? Deswegen war ich War mit das Texte. DA?
Nein, also, ja. Musiker. Ja. Thema der Woche. Ja. Oder willst du was? Entschuldigung. Nein, das war's. Mehr gibt es nicht zum Sagen. Bin jetzt auch froh, ehrlich gesagt. Ja. Oh. Du hast einen eigenen Hof, eine eigene Farm. Was baust du an? Das kann ich noch Preis schreiben. Das ist der eigene Farm. Ja, Farm eigene. Ja gut, ich glaube, vielleicht hat es geschrieben wegen, falls wir nach Amerika auswandern. Aber dann habe ich eine Ranch. Ja. Welche Tiere hast du und wie wird dein Leben ausschauen? Also ich habe wahrscheinlich insgesamt, das eines von meinen Lebensziele, noch einen Gnadenhof zu haben. Ja. Da ist mir eigentlich fast wurscht, was da rumgeht. Also, ich will auf jeden Fall Ziegen haben. Du musst schon Geld damit verdienen. Ach Es so, geht jetzt, okay. also so habe ich das verstanden. Ja, ich dachte wahrscheinlich, Auerochsen. weil es, obwohl es ist, nicht übers Herz bringt, dass es selber umbringt, da ich wahrscheinlich in Richtung entweder Milchkühe halt oder so, ich da in die Milchproduktion gehe oder wahrscheinlich ein sehr lukratives Business in die Wollindustrie. Also das ist ein Schafe schere. Ja. Ja, das juckt irgendwann und da sind sie froh, wenn sie die Wolle aber Oder ich mache einfach so ein paar Schautiere und hole einfach immer so ein paar Preisen her, die wo so Urlaub auf dem Bauernhof kennen. Und ich habe halt eine Kuh, die halt so. Da wo du so Fake-Nippel draus. Ja, genau, ja. Ja. Und dann ist halt da irgendwie ein Pferdl oder so und eine Ziege, ein Gors, Entschuldigung, und eine Sau. Schweinchen meinst du? Ja, und dann machen wir da so spielen wir dann so eine kleine Scharade. Ja. Ja. Und auf die Nacht treffen wir uns alle und räumen die Hotels. Ja, wow, das ist eine voll die gute Idee. Ja. Wenn du Schmiere stehen lassen von den 4 Tiere, die ich jetzt aufgezählt habe? Definitiv die Gors. Ja. Also, weil das sind richtig. Wobei, ein Gors ist eigentlich schon auch was fürs Grobe. Der Gors da nehmen wir zum Ablenker. Ja. Aber schmierisch, wen hast du denn aufgezählt? Eine Kuh, ein Gors und eine Sau und ein Pferdl. Ja, das Pferdl. Das Pferdl da trotzdem schmierisch, weil das ist so ein langsames Viech, das tut immer so. Ja. Nee, Aber das Pferdl ist einfach nur hardcore dumm. Kuh kann die auch noch sein. Ich gehe vom ersten Stock aus. Ja. Irgendwie. Ja. Ich tat mit der Ziege, da die das Zeug durchwühlen. Die Sau da die draußen aufpassen lassen, weil ich finde, so eine Sau im Haus, das kann man sich noch irgendwie scheren, dass die gerade da ist. Unterm Fenster war das Pferdl, auf das ich dann draufspringe und wegreit mit der Gors. Ja. Und Und so reiten. Oder macht das alles das Pferdl da? also ich springe halt drauf und dann wird es Bewegt wahrscheinlich sie sich. ja, wird einfach ein Wirbel Glaubst du, der rausdrücken. Sack danach ausschaut? Ja. Stimmt, das Pferdl wird einfach in zwei sein. Ja, stimmt, ja. Ja. Und die Kuh da die wahrscheinlich beim Scharfschützen war irgendwo auf der Weide stehen, falls irgendwas schief geht. Also ich darf, sag ich mal, unten Schmiere stehe, vor dem Hotel, da irgendwie die Sau sagen, weil für mich hat der Sau schon ziemlich Türsteher-Vibes. Ja. Also allerdings, warum soll man vor dem Hotel? Also wir sind in einer schlechten Gegend, muss ich dazu sagen. Ja. Da wo die Hotels sind, wo öfter mal was passiert und da darf der Sau wahrscheinlich was Schönes anziehen. Ja. Ja, also bei der Kurs bin ich komplett bei dir. Die brauche ich drin. Side by Die Side. brauche ich im Ding, im operativen Bereich. Das ist mein Shooter. Und die Kur, muss ich ganz ehrlich sein, die soll einen Fluchtwagen fahren Ja. und das Pferd soll einfach daheim bleiben, das Scheißviech. Vielleicht ist aber die Kuh, also wie der Professor bei Haus des Geldes, dass die einfach so administrativ unterwegs ist. Ja. Oder hast du Spike gesehen mit Melissa McCarthy? Ja. So, also die Agenten per Ding unterstützt. Ja, genau, ja, das war geil. Ja. Gut. Warst du gerne Bauer, Landwirt? Nein. Aber nur aus einem Grund. Also ich glaube, die Arbeit ist sehr befriedigend und es ist eine wichtige Arbeit, aber mich persönlich darf es zu sehr abfacken, dass ich nicht wegfahren kann. Und das ist ja klar, ist mittlerweile vielleicht möglich durch ein paar Maschinen und Hofhelfer oder sowas. Aber das ist mir zu viel Verpflichtung. Viele Bauern werden einfach so großgezogen, dass sie nicht wegfahren. Ja. Und die reden sich, also wir waren ja bei so vielen Bauern auf dem Hof und manche machen schon Urlaub, die halt Bock drauf haben. Es geht immer, vor allem wenn es dann noch, das ist fast so, jetzt hinkt ein bisschen der Vergleich, aber es ist fast so, wenn du sagst, du kannst mit dem Kind nicht wegfahren. Ja. Also, das geht schon. Aber ich möchte auch kein Bauer sein, weil es ist viel zu harte Arbeit für viel zu wenig Geld wahrscheinlich. Früh aufstehen. Scheiße, früh aufstehen. Ich arbeite halt gerne mit Viecher. Ja. Das ist schon geil. Ja, den ganzen Tag Bulldog fahren. Ja, ist auch Schon geil. geil, ja. Häckseln. Ja. Ich war voll gerne Silieren. Bauer. Ja, schon, ja. Nein, Dann also, musst du ja auch mindestens, muss man ehrlich sein, 30% vom Tag damit
verbringen. Irgendwo, wenn es die eine Sekunde jemand auf der Feld steht, dass du hinfährst mit Ja. dem Dreck und fragst, was er da macht. Vor allem über einen riesen Wald. Ja. Und ich kann ja nicht gleichzeitig auf dem Feld sein und gleichzeitig im Wald, wenn jetzt irgendjemand Ja, in meinem Wald, also es führt eine offizielle Straße durch meinen Wald, aber das ist so ein kleiner Parkplatz rechts, also kein Ja. offizieller, wo ich mein Holz lagert. ja, Und sobald sich da jemand hinstellt, muss ich halt da sein. ja. Und das ist schon eine enorme Ich Zeit. fahre erst vorbei, schaue, ist der Nummernschüttel von da. Dann drehe ich um. Wenn und ich sehe, sag, es ist einer von da, dann fahre ich weiter. Und wenn ich irgendein anderes Nummernschüttel sehe, dann bleibe ich so, steige ich aus. Dann sage ich, hey, sag ich, du, was wäre denn das? ja, Was wäre denn das, wenn es fertig ist? Ja. das ist kein Parkplatz. Nein, das ist voll kein Urlaubsort hier, Nein. gell? Das ist mein Wald. Das Bad vor dem Ort, Ja. das haben wir uns geklaut. Und jetzt verpiss dich. Ja. Sonst schlage ich dich zurück in die DDR. Ja, schon, ja. Ja, das ist ja wurscht. Wie anders war es hier als die gewöhnlichen Bauern? Ich glaube, ich war schon empfänglich für so Bio-Zeug. Hm. Aber das machen jetzt ja schon viele Bauern. Ich habe gesagt, kann keine Viecher umbringen. Bio ist für mich Abfall. Bio ist Müll für mich, ja. Sonst muss auch gestehen, dass ich jetzt nicht weiß, wie die ganzen Bauern so den ganzen Tag einen Tag verbringen. So, I don't know. Steu, Feld. Ja, was soll ich da Ganz anders viel, machen? was ich wohne ja aktuell da. Ja, Ganz viel damit einfach Dinge zum Richten. ja, Also das ist ein großer ja. Punkt. Ja, mit dem Chris damals ja immer so beim Zeitungsrestaurant geträumt, dass wir unser Ranch in Arizona holen. Ja. Und dann war eigentlich unser ganzer Tagesablauf eigentlich nur, dass wir rausfahren und Stempel reinhauen. Ich wollte gerade sagen, einen Zaun aufstellen, Ja. bester Job. Pickup, Da Zaun hier reinballern, ein bisschen saufen. ja. Silieren. Silieren, vor allem silieren. Lieber eine Ranch? Fragezeichen. Ja, ich mag halt, also pass auf, man mag ja immer die Dinge lieber, die man aktuell gar nicht haben kann. Klar, ich kann da keinen Bauernhof haben, aber irgendwie bestünde natürlich die Möglichkeit. Ja, Oder es ist naheliegender. Deswegen war ich mehr auf Ranch, weil ich halt, ich meine, habt ihr ja The Ranch gesehen, die Serie, die ist voll geil, die saufen ganz viel. also wenn ihr einen Bauernhof hättet oder ein Ranch, müsste für mich beides. Es gibt ja ab und zu so Bauernhöfe direkt im Ort. Das war für mich, das nicht gehen. Nein, Ich ist mehr nicht einen möglich. alleinstehenden Hof haben. Ja, aber wo wirklich ganz lang nichts Ja, kommt. dann war mir fast Also mein wurscht, Nachbar muss so weit weg sein, dass er mit dem Quad herfahren Ja, muss. genau, ja. Oder mit dem Pferdl kommt. Ja. So, ja. Ja. Aber ich glaube, dass ich trotzdem lieber in Bayern war. Ich glaube, ja. Aber ich kann, das man schon anschauen. Ja, Falle. Ausprobieren musst du es und dann verkaufst du es halt an irgendjemanden, der da ein Ölding drunter bauen Ja, will. schon, ja. Aber dann Skilift. Sag ich, ja, wir wollten ja eigentlich gar keine Pipeline. Und sage ich, jetzt schon. Ja, weißt du überhaupt, ob da Öl ist? Ja, schau halt nach. Ja, Du kriegst es für $600. Weil das ist, ich habe die komplett runtergewirtschaftet. Das ist jetzt weniger wert als vorher. Das ist, ja. Los Brutales Favorites. Ja. Oder das Ranch-Thema ist ja abgeschlossen. Ja, für Das haben wir mich jetzt schon, komplett tot ja. gekauft. Danke an alle Bauern für ihren Job. Ja, Alter. Die schlimmste Sportart, die man machen kann, wo man direkt weiß, das ist ein Hurensohn. Radlfahren, Ja, Rennradfahren. ja, Radlfahren. Ja. Also auf alle Fälle Radlfahren. Ja. Radlfahren. Da weiß ich es halt sofort. Da bin ich mir auch zu 100% sicher. Gibt auch wenig, was jetzt auf Anhieb. Ich mag auch Langläufer nicht. Ja. Aber die sind mir irgendwie, die Ja, schauen keinem. Ja, und die sind nicht, die behindern mich nicht in dem, was ich tue. Nein, und irgendwie lassen sie es auch nicht ganz so brutal raushängen wie Radlfahrer, das Radlfahrer Ja, sind. wenn jetzt ein Radlfahrer sieg in der Wirtschaft wird er vollgeschwitzt, kommt, seinen scheiß Helm nicht abnimmt und dann Wurstsalat bestellt sein und Wurstsalat und ein Wasser, ein saures Radler. Ja, stinkt und dann, wie Scheiße. Dann seine geschissene Kluft, einfach nur den Reißverschluss, das er Ja. aufmacht, mit so Klackschuhe, weil er so ein richtiger abgelevelter Hurensohn ist. Ja. Boah, da kann die explodieren. Das sind die schlimmsten Menschen, die es gibt. Ja, wirklich ganz schlimm. Sonst gibt es eigentlich wenig. Also ich finde, Ich weiß nicht, warum man sich für Handball entscheidet. Also ich habe nichts gegen Handball. Ich kenne zu wenig Handballspieler, um mir da eine Meinung zu bilden. Ich verstehe es noch nicht. es ist halt die ungeschickt mit den Füßen sind, die gerne halt auf das Leichtere. Das ist der Ja, dann wenn es dann wieder her, das ist so eine harte Sportart, Du kriegst einen Finger ins Auge. Oh ja, au. okay. Krieg ich nicht einen Ich hau mir Finger ins jeden Auge. Tag aus Versehen dreimal einen Finger selber ins Auge. Krieg jeden Tag einen Finger in den Arsch. Ja. So gar Aber nichts. das mit voller Absicht. Ja, schon, ja.
Nein, es gibt mir irgendwas, gibt's schon. Also, okay, pass auf. Die schlimmste, also also was nur noch schlimmer ist, ist Hobbyhorsing. Also Hobbyhorsing, das jemand wirklich auf Ernst macht. das Und das machen die Leute auf schon, okay. Ernst. Ja, die machen das wirklich auf Ernst. Ah, ich hab was. Das habe ich da gespeichert. Pass auf, es gibt Radlball. Die spielen mit einem Radlfußball. Okay, aber Kein keine, Scherz. keine Rollstuhlfahrer. Nein, das ist cool. Ja, voll, ja. Nein, die hocken auf dem Radl und schießen mit einer in die Vorderreifen. Und das ist kein Scherz, das ist wirklich kein Scherz. Mir ist das letztens eingeschwemmt, ja, das geht mir genauso. Mir ist das letztens eingeschwemmt worden. Und die Caption war Radlfußball oder Radlball eskaliert. Und dann ist so ein richtiger Hurensohn an Eckpunkt gefahren und sie haben sich gestritten und dann hat er ganz wütend mit seinem Vorderreifen am Ball weggeschossen. Muss dazu sagen, er hat dann das Tor gemacht später noch. Okay, gut. Dann. Nein, also ich glaube, das ist Radlball. Schaut es euch an, das ist das Schlimmste auf der Welt. Also Langlaufen haben wir gesagt, okay, aber es gibt ja die das auf der Skaten. Straße machen. Ja. Achso, ja. Aber das ist nicht der Sportart bezeichnen. Nein. Das heißt, glaube ich, auch Skaten. Ja, ich glaube, ja. Naja. 5 Fragen an Los Brutalos. Ja. Was ist der älteste Gegenstand in deinem Besitz? Ich glaube, So ein Fossil. Ja. Boah, ich habe sehr die Münzen von meiner Oma. Ich habe einen sehr, sehr alten 5-Mark-Schein, auf den ich sehr stolz bin. Aber sonst glaube ich. Mein Feuerwehrauto, Ja. das ist aus 1960 Den, ja. oder so. Nein, das glaube ich auch so. Kann das nicht so sein. Ein paar Schwerter haben wir, ich weiß nicht, wo die sind. Oh, die nächste Frage ist grob. Okay. Waren wir zwar jetzt auch befreundet, wenn wir beide als Frauen geboren waren? Boah, wir waren voll die guten Frauen, Ja, glaube ich. schon. Ja. Ich denke schon, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also wenn wir sie kennengelernt haben, wir uns immer geputzt haben. Ja, Was hätten die Frauen gemacht? weiß nicht. Also wir hätten einfach übereinander gelästert und wir hätten irgendwann vielleicht mit 30 mal festgestellt, dass wir uns eigentlich gar nicht hassen, sondern... Ja. Aber das sprichst du dann als Frau nicht aus, weil bei Typen ist ja so, die fotzen sich vor allem als Jugendliche die ganze Zeit und dann sagen sie, ja gut, sollen wir das andere fotzen? Wissen wir, dass wir jetzt vielleicht andere gemeinsam fotzen? Und Das ist eigentlich genauso wie in der Tierwelt. Eigentlich, Ja. also die kleinen Löwen oder so, die stressen sich ja die ganze Zeit und irgendwann sagen sie so, okay, ja, cool, hat Spaß gemacht, Ja. und jetzt fotzen wir jemand jetzt holen wir uns die scheiß Zebras. Ja, und die ficken wir jetzt in den Arsch. Das weiß ich gar nicht. Ja, nein, die will es einfach nur totbeißen und den Arsch ficken. Wie viel Zebras hast du Ja. in den Arsch gefickt? Wow, die Löwen, Tobi und Micha sind voll krank, die haben seit 3 Wochen nichts gefressen, aber haben Zebra getötet und es einfach in den Arsch gefickt. Das ist alles von der Sperma. Keiner von den anderen Löwen wollte es noch essen, weil so viel Wichser Ja, drauf und dann sagen sie, wow, dann gucken sie zu, wie eine scheiße Hyäne das frisst. Dann gehen sie, nein, das ist eine Wichse gefressen. Und dann trinken sie die Hähne und ficken den Hähne in den Arsch. Also ich schwöre, sie sind nicht schwul. Das darf passieren, wenn wir jetzt mal Ja. Oh, Ja, gut, ja. welche deutschen Prominenten würden euch trinktechnisch sicher nicht enttäuschen? Til Schweiger. Der Tschüss ist, glaube ich. Der Olli Schulz war ja letztens Lästerer, glaube ich, ist ein sehr stabiler Trinker. Wenn er nur trinkt, habe ich keine Ahnung, aber ich hoffe es schon. Ja. Gibt schon, glaube ich, einige Lieder im Showbusiness. Wie denkst du, also unabhängig von Udo der- Lindenberg. Udo Lindenberg, Habe ich ja. letztens gehört, dass er brutaler Surfer war, Ja. wie geil das ist. Was denkst du, unabhängig davon jetzt von seiner Musik, Ja. wie würde die mit Mark Forster versteht hat? Boah, ich glaube gar nicht schlecht. Nein, ich glaube, er wirkt eigentlich, also, Also der ist echt sympathisch. ja, Ich weiß, und er wirkt auch nicht so aufgesetzt. Also ja, er hat schon ein bisschen Boomer-Humor, aber ich glaube, dass ich mich gut mit ihm verstehe. ja, Fickt er nicht Lena? ja, Das ist halt krass, das ist dann halt näher. Und der hat gefragt, ob er was Slips von ihm mitnimmt. ja, vor einer Weide. Ja, ja. Aber habe ich von ihr gesagt. Von ihm meine ich. Ja, ja, Nein, glaube ich, also ich habe gesagt, ich bin ein großer The Voice-Fan.
Habe ich viel geschaut und habe ich relativ lustig gefunden. Ja, schon, das ist schon der Timer, Freunde. Wir müssen jetzt direkt zum Dran. Ah, fuck, da unten steht 6.3. das Release von 18, vergesst das nicht. Nächste Woche kommt vielleicht das Stream mit Harry und mir. Sonst machen wir übernächste Woche an der Kitty und ich. Und sonst wünsche ich dir schon mal einen schönen Urlaub. Danke. Und die letzten Worte wie immer der Harry. Okay.